Es ist ja so, die Entrückung wurde schon erwartet von den ersten Christen. Jetzt habe ich ja gerade gelesen, 1. Thessalonicher 1, dass die Thessalonicher damals dem lebendigen Gott dienten und seinen Sohn vom Himmel erwarteten. Jesus, der uns rettet vor dem Zorn. Also war es richtig, dass die Gläubigen durch alle Jahrhunderte hindurch den Herrn erwarteten. Nun ist aber der Punkt der, die Bibel sagt nirgends, wie groß X ist zwischen Entrückung und großer Drangsal. Auch nicht, wie lange X ist zwischen Entrückung und den letzten 7 Jahren. Ja, vielleicht habe ich gesagt, die große Drangsal 3,5 Jahren. Aber eigentlich spielen 7 Jahre vor der Wiederkunft Christi in Herrlichkeit eine große Rolle. Und diese 7 Jahre werden beginnen mit dem Bundesschluss des Tieres aus dem Meer, das heißt des kommenden Diktators des Westens, mit Israel. Und auch das wird erst nach der Entrückung sein. Und dieses X ist nirgends angegeben. Aber heute können wir sagen, X ist immer kleiner geworden. Und X ist heute so klein, dass wir sagen können, oh, im ganzen Weltgeschehen sind die Schachfiguren für das, was die große Drangsal anbetrifft, weitgehend aufgestellt, bereit. Und darum wird uns deutlich, also X ist jetzt sehr, sehr klein und darum haben wir noch mehr Grund, den Herrn jeden Tag zu erwarten. Aber auch schon mein Großvater konnte den Herrn erwarten und das war richtig zu seiner Zeit. Die haben nicht etwas falsch verstanden, wie manche meinen und denken, ja, man hat doch schon früher gesprochen von der Wiederkunft Christi. Jawohl, das war korrekt. Aber Gott hat ganz bewusst die Größenordnung von X nicht angegeben. Und das machte eben, dass die Gläubigen in ihrem Leben geprägt sein konnten von einer beständigen Erwartung